Wenn ich bei Vollmond an den Himmel gucken, dann denken ich immer, dass zwischen 1969 und 1972 durch 6 Apollo-Missionen mit jeweils 2 Menschen um und gelandet sind. Von dieser ersten Mission will ich mir Schaude zählen. Hier Landestelle am Meer von der Ruhe, da wo Apollo 11 am Juli 1969 gelandet ist. 25. Mai 1961. Den US-Präsident John F. Kennedy kündigte ein Apollo-Programm an, und das 6 Wochen nachdem dass der Juri Gagarin aus der Sowjetunion den ersten Mann am Weltraum war und dabei auch Dirt am Christ hat. Nach 4 Auflauf von diesem Jahrzehnt sollen die Amerikaner den Mond betreten und gesonderem auf die Erde zurückkommen. Kein einziges Weltraumprojekt an dieser Periode wird die Menschheit mehr inspirieren, an denen mehr wichtig sind, weil die Forschung vom Weltraum an erster Stelle steht. Und auch, wenn das schwer und teuer ist. And none will be so difficult or expensive to accomplish. Die Apollo 11 Astronauten hatten hier nicht an ihrem Emblem stehen, weil, so wie sie sollten, gern darauf so Verzicht tun. Sie wollten damit sagen, dass nicht sie mehr 400.000 Leute an diesem Projekt beteiligt waren. 20. Februar 1969. Die erste Raketenstufe von der Saturn V, die Apollo 11 soll auf den Mond bringen, kommt mit dem Schiff auf Cape Canaveral an. Er geht über Spezialtransporte geladen, wo sie dann an den VEB, an der Vehicle Assembly Building, gebracht wird. Das ist übrigens das höchste Gebäude um Kennedy Space Center zu Florida, da wo die ganze Rakete zusammengebaut wird. Mit einem riesigen Kran geht dann das erste Raketenstufe abgehoben und wir geben Haut so die ganze Hardware wird überprüft und dann abgerichtet. Draußen steht schon den Transporter, den mit der zweiten Stufe erkennt. Das Gedorlo überprüft und dann auf die erste Stufe draufgesetzt. Hier sind wir auch schon die dritte Stufe Kran hängen, für montiert zu gehen. Da könnt Mondfeer ran, also den Igel. Der geht auch ganz genau überprüft, ehe ermantelt wird und dann zwischen dem Apollo-Raumschiff an der dritten Raketenstufe installiert wird. Und zum Schluss kennt die Apollo-Konfiguration Service-Modul mit der Apollo-Kapsel. »20. Mai 1969.
Die gesamt Saturn 5 Raket steht Orlo op engem sogenannten Crawler, den auch eng mobil Launch-Plattform huet. Also davon die Rakete kann fortfliegen herno. Die fährt lo mit der 110 Meter hohe Rakete an Richtung Startramp 39A. Für den Weg dahin braucht er ca. 6 Stunden. Hier Blick vom Dach vom WB. Gut zu erkennen links innen am Bild der Firing Room, von do der Kommando kennt, dass die Rakete soll starten. Das Bilder weisen den Weg auf Startramp. Und da steht sie dann auf der Startramp 39A. Schon impressionant, wenn in die Kleinleit gesagt gegenüber der riesige Saturn 5. Mir ist aktuell auf dem Mond, schwätzt ein Mann, den das Raket konzipiert wird. Das ist den Werner von Braun, der Pap von der US-bemannten Raumfahrt. Can you believe it? Can you realize that that you and I, that all of us, have actually begun the exploration of another world? We have taken the first historic step into our solar system. I am Werner von Braun. This motion picture was produced to enable you to experience more personally and vividly the most dramatic events of the Apollo 11 story. You will be participating in the making of history. You will be taken along with the astronauts as they explore the unknown, share the thrill of discovery, and expand our understanding of the universe. We have made full use of modern technology to capture this experience on film, capsulized in time, but expanded into dimensions appropriate to the greatness of the achievement. The pictures and sounds are real, recorded in real time, where the action really was. So, come with us. We are going to the moon. Wir schreiben den Datum vom 16. Juli 1969. Ein Datum, den in Haut an all Geschichtsbuchkallen lesen. Wie Tradition war, gehen die Astronauten einige durch den medizinischen Check und dann geht sich fertig gemacht für am Suite-Up-Room, wo die Astronauten sich fertig machen, für auf den Mond zu fliegen. Dann geht es mit dem Astrovan weiter auf die Startramp. Die Astronauten atmen schon aus ihren Lebenserhaltungssystemen, da sie keine Mikroben mit auf den Mond hält. Auf der Startramp 39 ankommen, gehen sie oben hin und spitzt bei Saturn 5 Rakete. Dann geht es weiter an den White Room. Da geht ihnen geholfen, an der Apollo-Kapsel zu klammen. Ein von den Pet-Liedern war auch den deutschen Günther Wendt. Zu erkennen am Hintergrund, das den Hermann Brill.
den NASA-Kommandeur von Demos, dem auch noch gleich am Film gesehen, das den berühmten Jack King, der lang Starter von den Apollo-Missionen überdrohen hat. The third member of the crew, astronaut Edwin Aldrin, who will be the last one to board the spacecraft, will stand by in the elevator, seated in a chair, while his two comrades first board the spacecraft. This is Launch Control. This is Apollo Saturn Launch Control. We're at T-minus 10 minutes and counting. T-minus 10 on the countdown for Apollo 11. All elements of the count still proceeding satisfactorily at this time. At this point in the countdown, the prime crew for the mission, astronauts Neil Armstrong, Mike Collins, and Buzz Aldrin, busy in their spacecraft at the 320-foot level above the launch area Complex 39. The spacecraft is now on full internal power on the power of its fuel cells. Up to this time, we've been sharing the load for the spacecraft power with an external power source. We've also been keeping a close eye on the lunar module, which will have the call sign Eagle once it separates from the spacecraft in lunar orbit. We have now powered down Eagle, and Eagle is reported go for launch. The astronauts have armed their rotational hand controllers, and we are continuing to count. We are still go with Apollo 11 at this time. This is Kennedy Launch Control. Tausende von Leuten um Cape auf der Pressetribünen an rundherum der Cape, Hunderttausende von Leuten, die sich dieses Spektakel nicht wollten entgehen lassen. Neben natürlich auch den höchstrangigen Leuten aus dem In- und Ausland. Nicht zu vergessen die Millionen Leute, die vor der Television sitzen, auf ihrem Radio. Hier haben wir die Apollo-Startsequenz so gelost, wie es damals direkt auf der Television weltweit übertragen wurde. Treibstoffpumpen haben die richtigen Werte erreicht, für Tankspritzdüsen von der Saturn V-Rakete können zu speisen. Nach einem kurzen Blick an den sogenannten Firing Room auf Cape Canaveral. Anhai, den Originalkommentator von damals der NASA PIO, wie wiederum den Jack King. Indicates the third stage completely pressurized. 80-second mark has now been passed. We'll go on full internal power at the 50-second mark in the countdown. Guidance system goes on internal at 17 seconds, leading up to the ignition sequence at 8.9 seconds. We're approaching the 60-second mark on the Apollo 11 mission. T-minus 60 seconds and counting. We passed T-minus 60. 55 seconds and counting. Neil Armstrong just reported back. It's been a real smooth countdown. We passed the 50-second mark. Power transfer is complete. We're on internal power with the launch vehicle at this time. 40 seconds away from the Apollo 11 liftoff. All the second stage tanks now pressurized. 35 seconds and counting. We are still go with Apollo 11. 30 seconds and counting. Astronauts report it feels good. T-minus 25 seconds. 20 seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Here we got a roll program. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on proper heading. Bilderbuchstart von Apollo 11. Für die erste Kehr an der Geschichte ist es lo an Direktion Mond fliehen. Für auch dort zu landen. 30 seconds. Roll is complete and the pitch is programming. Lo fliegt Apollo 11 eine Geschwindigkeit von 8600 km an der Stunde entgehend. One Bravo als ein Aufbrechcode, wann zum Beispiel ein technisches Problem auftreten, den aus dem gesamten Apollo-Programm nie durchgeführt ging. Logisch sind wir gut, wie der Apollo 11 die Schallmauer durchbricht, und das auf der kleinen weißen Wolke, die sich im Saturn V bildet.
velocity 2,195 feet per second. Start model pressure red line is lit. I don't... Where? Yeah, it don't make a difference. No difference. Okay, let's punch them out. Everything is go, Ralph. We're through the region of maximum dynamic pressure now. Yeah, everything looks good here. We're at 1350 on the start bottle. Set 8 miles downrange, 12 miles high. Velocity 4,000 feet per second. Stand by for mode 1 Charlie. Mark, mode 1 Charlie. 1 Charlie. Cliff Charlesworth taking a staging status. This is Houston, you are go for staging. Inboard cutoff. Inboard engines out. Come inboard cutoff. No 2 Minuten an 42 Sekunden um Start gëtt an enger Heicht vun ca. 67 km die Eichtstuuf vun de Saturn 5 Raket aufgesprengt. Konfiguration fliet lo weide mat der zweite Stuuf, an dat man enger Geschwindigkeit vun rund 24.000 km an der Stunde. S4B is go. 11 Houston, thrust is go. All engines, you're looking good. Hi, Roger. You're loud and clear, Houston. At 3 minutes, downrange 70 miles, 43 miles high, velocity 9,300 feet per second. No 3 Stunden an 29 Minuten huet Apollo 11 2 Erdumrundungen han Russisch. An kritlo gleich vor Houston de Kommando fir sech an d'Moonpun ranzuscheessen. Dat heescht am Fachjargon TLI. Fir drun gëtt sech awer nach 180 Grad gedreht, fir sech und Moun fir Igel unzedocken. Das gëtt lo aus ihrem Adapter herausgezun. Dann gëtt sech nach enke 180 Grad gedreht, an da fliet die just nach an enge Richtung, an da das der Mond. An dat man enger Geschwindigkeit von rund 37.500 Kilometer an der Stunde. The transposition and docking maneuver and the antenna patterns aren't too good at the moment. Also, we have a weak signal strength. The command service module separated and turned around to dock with Eagle, the lunar module. Apollo 11, this is Houston. How do you read? Apollo 11, this is Houston. Radio check, over. Roger, we're copying you about 5 by 2, very weak. Can you give us a status report, please? Apollo 11, Houston, Goldstone says that the TV looks great, over. No 10 Stunden an 32 Minuten kennt die zweet Fernsehüberdrohung von Apollo 11 op der Erd un. An engem echte Bild gesimmer ons Erd. Goldstone empfängt der Skutze de Capcom zu Houston. Goldstone ass eng vun den Hauptempfangsanlagen, die fir die Verdrohungen aus dem Weltall an den Transport von Daten verantwortlich sind. Haut ginn dës Antenne gebraucht, fir d'Tieften vom Weltall zu erforschen.
So nach wenig und dert run, sieht der Capcom zu Houston. Am Anfang wurde die Funkverbindung nicht die beste, wir haben nur als die Antenne ajustiert gehen, und das wird ihn sich gut verstanden. An der nächsten Überdrohung kriegen wir Bilder aus der Apollo-Kapsel gewiesen. Und doch nach gleichster Bordcomputer Diski. Goldstone, go ahead. Roger, did you copy the spacecraft request? That's affirmative. I am reading the numbers on our monitor here. Okay, that's Simmons. Roger, that's both the numbers on the disk itself and the little words like program, verb, noun, computer activity, things of the sort. Roger, I can read the numbers clearly. We can't distinguish what the words are because it is a little snowy. Televisionsüberdrohung wird am Ton an am Bild angepasst. Der Capcom sagt, wir können nicht lesen, was um Diski steht. Wir haben aber just noch ein wenig Schnee am Bild. Roger geht geantwortet aus der Apollo-Kapsel. Durch die Fenster von der Kommandokapsel Columbia gesehen den lo gut die ugedukten Mondfair Eagle oder Adler genannt. Nur 55 Stunden nach 8 Minuten wird den Tunnel von dem Mondfair abgemacht. Das ist also ein Erbicht, den nicht wie am Film an 2 Minuten geschieht ist. Es wird einen gewissen Zeit gebraucht, weil der Luftdruck muss ja auch angepasst werden an den 2 Raumschiffen. Okay, Neil's OPS is about 5800. Copy. And mine's about 5800 also. Copy. Eng echte Keier ginn d'Astronauten iwwer an d'Mondfair fir die eicht Inspektion zu machen. Dabei gehen sämtliche Instrumente überprüft, die ein Hanno braucht, für solche Mond zu landen. Hier sehen wir den Buzz Aldrin, der gerade gefilmt wird von Michael Collins. Den erstgenannten überprüft auch Plätzen, wo Hanno an der ersten Phase Mondstein an die Experimente drauf verstaut ging, ehe sie nur die Auskopplung und der Apollo-Kapsel mit Rive geholt gehen. We're going to go ahead and take all the loose data on back into the command module, Charlie. Roger. Apollo 11, Houston, we're really impressed with the clarity and the detail that we have in the picture. The colors are, now it's really an excellent picture now that I'm looking at on our monitor, which is Capcom sagt, wir sind impressioniert von den schönen Bildern, die dir uns raufschickt. Können wir nicht profitieren, für schnell auf ihren Diski zu gucken, ehe Televisionsüberdrohung an 12 Sekunden aufbricht. Main display console, and we can see the diski up on the panel. Over. Ein paar Stunden später sehen wir, wie der immer mehr klein wird, an dem Mond immer mehr nachkommt. Den Neil Armstrong erklärt uns laut Containern, wo später hin Stängdra kommen, an die gesammelten Experimente. Die müssen ja sicher hergenommen, ob der zurückgebracht gehen. Das 2 Container sind durchgehen, für Mondproben dran zu machen, so dass nicht auch kommt. Ebenfalls kommen hier auch Proben dran von Sonnenwand-Experiment. Brought inside the lab and put inside these fiberglass bags, zippered and resealed around the outside, and placed in these receptacles in the side of the command module. These are the 2 boxes, and as soon as we get onto the ship, I'm sure these boxes will immediately be transferred
and delivery started to the Lunar Receiving Laboratory. These boxes include the samples of the various types of rock, the ground mass of the soil, the sand and silt, and the particle collector for the solar wind experiment, and the core tubes that took depth samples of the lunar surface. An dieser Erklärung erklärt doch dann Michael Collins, wie am Weltraum Giers geht oder Giersen zubereitet geht. Ich kann ihn das gar nicht mehr vergleichen mit den Weltraummenüen von Haut, da das Haut alles viel mehr modern ist. Das heißt als Trischen Essen. Und das wird mit der Wasserpistole, wie ich ja nur weisen, nass gemacht. Und dann ist es Ziersen. Ob es natürlich so schmeckt wie auf der Erde, ist frohgestellt. Outfeeding. Likewise, we have other foods that are more solid nature. You can probably see this shrimp cocktail meal. Dann haben wir auch noch einen Krevette-Cocktail hier an der Tut. Du musst dich natürlich aufpassen, dass die nicht rausfliegen und hier am Raumschiff rundherum fliegen. 11, Houston, Buzz, you're breaking up badly. Would you check your box, over? Während der Fernsehübertragung meldet sich die Kontrollstation zu Houston und sagt, ich überprüfe mal Ihre Mikro. Wir verstehen nicht gerade sie klar, wie das soll sein. Okay. These bite-sized objects were designed to remove the problem of having so many crumbs floating around in the cabin. So Wir haben aber auch erst eine erste Dose. Das kann ihn auf ein Schmier schmieren und dabei muss aber auch aufgepasst werden, dass kein Gremlin an der Kapsel anderem fliegen. Houston sind merci für das Demonstration mit Apollo-Astronauten und auch noch einen Zugang am Programm. Houston, it's a pretty good demonstration. Loget nach einer Vierführung hat diese Dose gemacht, wie sie sich am Weltraum verhält, wenn es sie wollen Trulle bringen. Mengen, das brauche ich noch nicht zu übersetzen, das versteht er auch so. By the equations, we can predict that as I put this torque on it, it will in fact rotate this direction. Let's see how well this works out. As I applied the torque this way, it rotated this way. Houston, this next is a little demonstration for the kids at home, all kids everywhere for that matter. Loget mit Wasser in Vierführung gemacht, extra für die Kinder auf der Erde. Wir haben einen Löffel und da ist Wasser drauf. Guck dir mal, was denn alles da mal da kann machen. Ich weiß nicht, wenn ich den Löffel umdrehe, dass das Wasser nicht drauf fällt. Ich kann es sogar mal am Fanger holen, durch die Luft wirbeln und trinken. That's really not the way we drink. We really have a water gun, which I'll show you. Das war nicht üblich, dass wir das Wasser so trinken. Dafür haben wir eine Wasserpistole hier. Das Wasser hier kommt dafür aus den Tanken vom Servicemodul.
with several membranes. One allows water to pass, but not any gas. The other allows gas to pass, but not any water. So by routing the gaseous water, which comes from our tank, through this filter, we're enabled to drink purified water without the gas in it, filtered water. And of course, all we do to get it started is just pull the trigger. Sort of messy. I haven't been at this very long. It's sort of the same system that the Spaniards used to drink out of wineskins at bullfights. Only I think this is even more fun. Well, be seeing you, kids. Nur diese Vierfeierung sieht Houston, wir sind vielmals merci am Dumm von der Kanne auf der Erde. An Zwischenzeit könnte der Mond immer mehr. Apollo 11, this is Houston. Affirmative. We're reading you loud and clear on voice, and we have a good, clear TV picture. A little bright crater in the bottom of it. Der Apollo 11 fliegt über die 4 Gesinn Landeplatz wäsch an einer gesicherter Mondbahn. Das Platz geht von oben kontrolliert, nicht dass in her nur an einem Kraterland. Apollo 11, Houston, we are go for undocking, over. That's it. 99 Stunden 31 Minuten am Start des Apollo 11 an einer vorausberechneten Mondbahn. Die Astronauten Neil Armstrong und Buzz Aldrin sind an der Mond vereigelt gekommen. Zurückblieben an der Apollo-Kapsel Columbia als ein Astronaut Michael Collins. Und dann kommt Doofdocken von der Mondfair. Roger, there'll be no television, the undocking. I have all available windows either full of heads or cameras, and I'm busy with other things. We concur. An einer Minute nach der Aufkopplung wurde dann auch für 45 Minuten die Funkverbindung fort. Weil, wie schon einige gesagt haben, das Ganze handelt der Mond aufgespielt wird. This is Apollo Control. We've had loss of signal now. We'll reacquire the spacecraft again on the 13th revolution in about 45 minutes. At the end of this pass, we passed along the go for undocking. That maneuver will occur just before we reacquire the spacecraft on the 13th revolution, and will be followed in about 30 minutes later by a small separation maneuver performed by Mike Collins in the command module. The checkout of the LEM has been going extremely well, up to now ahead of schedule, and both vehicles look very good. At 99 hours 31 minutes, this is Apollo Control, Houston. Roger, how does it look? Eagle has wings. Roger. Nachdem das Funkverbindung am Dovo, sieht Neil Armstrong, den Adler hat Fliele gekriegt. An et gesäide gut, laut Mondfair erwäschtriften von der Apollo-Kapsel. Bleiben wir nach ein paar Momente auf diesen impressionanten Bilder drauf. We have a DOI pad and a PDI pad, over. Check our tracking light. Eagle, Houston, we recommend y'all 10 right will help us on the high gain signal strength, over. He's with us on the team. Roger. Light Telcom. Go Telcom.
May be able to pick up the steerable if you desire to try. Pitch 212, yaw 37. Pitch 212, yaw 37. That's a firm flight. Lo kommen mir an den Phase 4 der Landung umbaut. Spannung am Kontrollzentrum zu Houston kann in lo wohl spielen. Eagle Houston, if you'd like to try high gain, pitch 212, yaw 37, over. Roger, I think I've got you on high gain now. Roger. Got us locked up there, Telcom. Okay, it's just real weak flight. Astronauten Neil Armstrong an Buzz Aldrin kriegen dort Landeparametern opgefunkt, für die Nike zu überprüfen. Die Landung an sich lebt im Moment nach über Autopilot. Pitch 212, yaw plus 37. Roger. Did you get the throttle down, Capcom? 6+25, throttle down. 6+25, throttle down. Flight Fido converging on Delta H. Roger. 6+25. Flight control, we have velocity. Am Bild gut zu erkennen, wie der Mond immer mehr no kennt. Loget der Landemanöver effektiv angelegt. Ein Bemol liegt ein rot Lut op. An diesem Moment geht der Master-Alarm 1201 an. Später dann noch den 1202. Houston konfirmiert aber das Lande für immer nach dem richtigen Trajet ist. Should be throttling down pretty shortly. On time. You confirm throttle down. Set him in the simulator. Roger. How's it looking, guys? Bags and things look real close. You want him to stay out of 68? Negative flight. I just said we'll monitor the alarms. Okay. Okay. Flight control, Go. looks good. Flight guidance. Go guidance. So now 68 now well may be the problem here, and we can monitor Delta H. Roger. Flight Fido looking Go real Fido. good. Roger, Fido, good. At 7 minutes, you're looking great to us, Eagle. Okay, all flight controllers, go for landing. Retro. Go. Fido. Go. Guidance. Go. Control. Go. Telcom. Go. GNC. Go. Ecom. Go. Surgeon. Go. Capcom, we're go for landing. Eagle, Houston, you're go for landing, over. De Jean Kranz Fluchtdirektor am Mission Control Frede Lober Sänger Leiit no, ob sie de Go gin fir ze landen. Da gët er opgefunkt, Di huet den okay fir ze landen. Low level. Low level. Good. In 20 feet. Der Masteralarm wo ausgeleest ginn, well den Landecomputer lo Daten net mi packt. Blitzschnell steuerte Neil Armstrong lo manuell A senger bekannten Ro. 60 Sekunden Grenzen nachgesot vu Houston. 60 seconds. Dat hecht dat se nach 60 Sekunden hunn finds de Bremsraketen. Down 2.5. Forward. Forward. Good. 40 feet down 2.5. Picking up some dust. 30 feet, 2.5 down. Lo flitten Armstrong de Korrekturmanöver 30 Sekunden seet Houston. 30 seconds. 30 seconds. Forward. Good. Okay. Bei Contact line. 20 Sekunden seet den Armstrong dann Bremsraket ass aufgeschaut. Et ass lo genau 21:17 zu Lützeburg, wo et heescht, heiers mir vun der Rau, den Adler ass gelandt. Uff, so'n se zu Houston am Kontrollzentrum, da können wir lo atmen. Wir würden lo schon blo ugelaf. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger, Tranquility. We copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. An Dommer sind die echte Käier an der Geschicht vun der Mënscheet Mënschen Mond gelandet. Houston überprüft lo blitzschnell alle Parametern, ehe die Astronauten von Houston de Go kriegen, dass auch der von dem Mond bleiben. Okay, all flight controllers, about 45 seconds to T1, stay, no stay. Flight. Capcom, we're stay for T1. Okay, it looks like we're bending the axis now. Roger, Eagle, and you are stay Flight for control. T1. Die ursprüngliche Rohpause von 5 Stunden an 40 Minuten als gestracht ging.
an ass op 45 Minuten aufgesät ginn. Dürno sind die Instrumente alle go iwwe préif ginn an an Zwischenzeit huet doch de Michael Collins an der Apollo-Kapsel d' Landegebiet iwwe flünn, mit Landeplatz awer die éischte Kaier net fand. Kloa hewer jo an enge Heicht vun 110 Kilometer iwwe dem Gebiet. Houston, the Mesa came down, all right. Houston, roger, we copy and we're standing by for your TEV. Houston, this is Neil, radio check. Neil, this is Houston, loud and clear. Break, break, Buzz, this is Houston, radio check and verify TV circuit breaker in. Roger, TV circuit breaker's in. Page 5 clear. Roger. Matzen an den Noten Bemol geheescht. Houston seit mir hunn jegem Schirm hai. Aber Bild als op de Kopf. Mis dawer neicht, mir drehen den Bildlo einfach hai um. Louis klemmt den Neil Armstrong lot Leder auf. Okay, we can verify the position, the opening I ought to have on the camera. Stand by. Okay, yeah. Okay, Neil, we can see you coming down the ladder now. Neil, we can see you coming. Okay, I just checked getting back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. It's a pretty good little jump. Buzz, this is Houston. F2, 1/160th second for shadow photography on the sequence camera. Okay. I'm at the foot of the ladder. The LEM footbed. Riets am Bild opnamen mat de 16 mm Filmkamera, déi en anderem och vum Buzz Aldrin bedingt gin ass. Dat Bild längs, da das demals weltweit iwwer Fernsehschirme gelaf. Den Armstrong seet, ech gesinn eng 8 Puder op de Leder an de Mond fir hire Landebeen an sinn ca. 1 cm Agang Mond. I'm going to step off the limb now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Das genau 3 Auer 56 Minuten und 20 Sekunden heim zu Lützeburg. Am freien Morgen vom 21. Juli 1969, wo den Neil Armstrong den Satz sagt, den an all Geschichtsbuch steht. Das ist ein kleiner Schritt für einen Mensch, aber ein großer Sprung für die Menschheit. 600 Millionen Leute gucken weltweit live im Fernsehen an. Leider konnte John F. Kennedy das nicht mehr gesehen. Ihn hat es ja 1961 versprochen, dass 4 Jahrzehnt Amerikaner sollen am Mond landen und dann sicher auf die Erde zurückkommen. Ich ging nämlich ganz leicht mit der Schung an, sagte Neil Armstrong. Das wie ein echt Schnee, und dann bewegten sich am Mond, wie wenn er quasi auf der Erde spazieren gehen. Das mehr leicht zu gehen, wie wir das am Training getestet haben, sagte Neil.
Den Hauptmotto vun dem Mondlandefair, also den Bremsmotto, huet just liicht den Boden opgewirbelt bei der Landung, seht der Neil Armstrong. Absolutely no trouble to walk around. Okay, the descent engine did not leave a crater of any size. It has about 1 foot clearance on the ground. We're essentially on a very level place here. I can see some evidence of rays emanating from the descent engine, but very insignificant amount. Ameschiert ass et ha Uwen wirklich deichter. An der Sonne ass et ganz hell. Da kënnte duch, weil de Mond jo kein Atmosphär huet. I'll step out and take some of my first pictures here. Roger, Neil, we're reading you loud and clear. Let's see, getting some pictures and the contingency sample. Login die echt Foto gemacht. Juste seit, sobald Foto gemacht ass, hol die echt Bodenproben. Dun hält den Nil de dann noch, das woch gesehen, am Fall, wohin hat müssen direkt zurückfliegen, dann hat ihn wenigstens das Bodenproben vom Mond können mitbringen. Neil, this is Houston. Did you copy about the contingency sample? Over. All right, you're going to get to that just as soon as I finish these picture series. Gleich drop freit den Kontrollzenter enke no, wie se dann no mat der Bodenproben. Mir gesinn hei dann auch wie den Armstrong déi hält. Okay, the contingency sample is down and it's up sample. I think it's a little difficult to dig through the initial crust. Very interesting. It's a very soft surface, but here and there where I plug with the contingency sample collector, I run into very hard surface, but it appears to be very cohesive material of the same sort. I'll try to get a rock in here. Just a couple. It's a very simple matter to hop down from one step to the next. Yes, I found it to be very comfortable, and walking is also very comfortable. Lo prepariert sech joch de Buzz Aldrin fir rauszeklammen. You've got 3 more steps and then a long one. Okay, I'm going to leave that 1 foot up there and both hands down about the 4th rung up. An den Aldrin springt fir d'Teicht erof, dann op an dunnerem erof. An dommer betritt den Buzz Aldrin als zweete Mënsch dem Mond, an dat circa 20 Minuten nom Armstrong. That's a good step. Yeah. About a 3-footer. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation.
both PLSS's nominal on consumables. Looks like the secondary strut have little thermal effects on it right here, Neil. Yeah, I noticed that. Seems to be the worst, although similar effects are on all around. It's very, very fine powder, isn't it? Isn't it fine? Right in this area, I don't think there's much of any but fine powder. Some clouds together, and it's hard to tell whether it's a clod or a rock. Notice how you can pick it out. Yeah, and it bounces and then... Loget getest wie Bewegungsausschränkung Mond ass. Dat wo eng Aufgab, die dem Buzz Aldrin zougedeelt gin ass. Reaching down, fairly easy. Got my suit 30 at this stage. The mass of the backpack does have some effect in inertia. Den Armstrong soll de Lot Kamera fertig machen, fir Herno e Mondpanorama zu weisen. Ja, sieht den Armstrong, ich wiese lo mat Linz. Traction seems like good. Okay, Houston, I'm going to change lenses on you. Roger, Neil. Flight Capcom. It's been about 55 minutes since they started deep rest. I think we ought to give them a LEM status report. Life support consumables still looking good. Talk to him. Telcom flight. Go flight. All looking good. That's affirmative. Okay. Control. How about you? Yeah. Next time you talk. Okay, Houston, tell me, get a new picture. Neil, this is Houston. That's affirmative. We're getting a new picture. You can tell it's a longer focal length lens. And for your information, all LEM systems are go. Over. For your information, all LEM. Du fragt den Armstrong Ruf, ist sie fertig mit der Linz? Houston antwortet alles okay. Mir hun auch Parametern von dem Mond fair überguckt, an do as alle Sonderei. Lo packen d'Astronauten den amerikanische Fandel aus. Der befindt sich an einem Container beim Landemodul. Ihre Modell aber fertig machen am Fandel, so die von den Astronauten, verlieren wir erst die berühmte Plakette, die wir Landegestell von der Landefähre übrig haben. Und da steht dann drauf, haben Männer vom Planet Erd für die erste Kehr ihre Fuß auf den Mond gesetzt am Juli 1969 Anno Domini. Wir sie kommen auf Frieden für die gesamte Menschheit. Mit den Unterschriften von den 3 Apollo 11 Astronauten wie vom demolischen Präsident Richard Nixon. Signature of the President of the United States. Ready for the camera? Oh, I get it. Yeah, you're taking the TV on now. Touch the LEC thing. And we'll probably need a little distance at back location.
Television camera. Nachdem, dass du die echt feierliche Zeremonie Mond river war, als dann weitergegangen mit Kameraerstellungen. Schau die Kamera mal auf eine andere Position bricht. Gut zu erkennen und Rätselbild, dass die Kamera auf einem Stativ steht. Für drun wo sie ungemacht unter Mondlandefähr. You ought to have it out 60 to 70 feet, approximately 30 degrees from the I minus got plenty Y of cable. spacecraft. You got plenty more. Minus Y or plus? Sorry, plus Y. Yeah, I think what he was talking about is I after think he I gets got the panorama, the end of it. it's aiming information. Something interesting in the bottom of this little crater here. Maybe. Keep going. We got a lot more. Okay. Getting a little harder to pull out here. If you stand on the ladder facing forward, the minus Y strut is the landing gear to your left. Say I am. Kamera ist gerne wenig mehr vom Lande weg positioniert gehen, so dass ihn alles drauf kriegt, was von der Bodenstation verlangt wird. Logo seht ihn dann noch Mondfährmal am Bild. Erschrockend in Urde von Houston, Bild ist okay, mit den Kindern mit der Kamera ein wenig ignoriert zu schwenken. Das ist das der Film, pur gerade nur links. Houston, how's that field of view going to be? Pick up the Mesa following? Okay, I think the field of view is okay. We got to aim it for Yeah. Don't you? Yes. Neil, this is Houston. The field of view is okay. We'd like you to aim it a little bit more to the right, over. Okay. Okay, that's all the cable we have. All the way out. A little too much. Start working on the shoulder. A little bit too much to the right. Can you bring it back left about 4 or 5 degrees? Look. Okay, that looks good, Neil. Hey, that looks good, Neil. Okay, now, think I ought to be farther. Du weisen uns die Astronauten ein Mondpanorama. Der Mondhorizont liegt bei ca. 4,5 bis 5 Kilometer. Schön Bild, sagt Houston. Wart, ich schwöre nach mir rüber, sagt Neil. Das Bild ist doch auch so schön. Tell me if you got a picture, Houston. Well, we've got a beautiful picture, Neil. Okay, I'm going to move it. Dann weisen sie uns ein kleiner Birsch Mond, den der Hannen am Hintergrund gesieht. Houston konfirmiert, ja, wir haben einen Orlo gesehen. Das Bilder sie gemerkt haben, für die genaue Landeposition Mond zu lokalisieren, für die Rendezvous-Manöver, die nach der Mondexpedition stattfindet. And I want to know if you can see an angular rock in the foreground. Roger, we have a large angular rock in the foreground, and it looks like a much smaller rock a couple of inches to the left of it, over. Buzz is erecting the solar wind experiment now. Für eine Messung von der Zusammensetzung von Sonnenwand und Mond zu messen, goen Sonnenwand-Experiment durchgeführt. Und das mit Hilfe von einer Art Silberpapier. Das Folie gouf dann hernor mat op der zurückbrucht. Dann goufen en Deel vun de ALSEP-Experimente opgestalt an goufen Mondprobe geholl. Mei Detailer doriwer wenig mich spät. Yeah, flight, Captain. No data yet.
we recommend having it move over more to the left-hand side of our screen. Maybe now. Get Columbia too, I think. Yeah. Columbia, Columbia, this is Houston, AOS, over. Houston, AOS, over. An Zwischenzeit rief Houston Kommandokapsel am Mondorbit, die grad aus dem LOS kommmers. LOS hecht Lost Signal. Das ist der Fall, wenn keine direkte Funkverbindung mit dem Raumschiff an der Kontrollstation zu Houston möglich ist. Neil Armstrong's been on the lunar surface now almost 45 minutes. Zwischendurch sieht die PAO zu Houston, dass der Neil Armstrong schon 45 Minuten Mond ist. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful. An Heigetlo den amerikanische Fendel Mond abgesät, das ist bei all Apollo-Missionen gemerkt gin. Das stehen übrigens nach Haut Mond. Den Präsident Nixon hat nun auch nicht lang auf sich werden gelos und hat per Telefon nun via NASA mit den Astronauten Mond geschwärzt. Houston sagt, Neil Boss, geht dann Bild, wir haben den Präsident Telefon. Dann antwortet Armstrong, das ist ein großes Eier für uns. Dann darauf sie hin, Houston, Herr Präsident, ihr könnt schwätzen. Roger, we'd like to get both of you in the field of view of the camera for a minute. Roger, we'd like to get both of you in the field of view of the camera for a minute. Neil and Buzz, the President of the United States is in his office now and would like to say a few words to you. Over. That would be an honor. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hallo Neil Abbas. Ich schwätze hier aus dem Oval Office, aus dem Weißen Haus, da das bestimmt das historische Telefonsgespräch, was jemals gemacht hast. Ich kann dir nicht mehr sagen, wie stolz wir auf dich sind für das, was dir gemacht hat. Und das am Dumm für jeder Amerikaner ist das bestimmt den stolzesten Tag an ihrem Leben. Und aber auch für die Menschen rundherum der. Sie sind sich sicher mit den Amerikanern gemeinsam, die das große Leistung verbrücht haben. Weil dafür war dir gemacht, aus dem Himmel ein Stück von ihrer Welt ging. Geschwätzt von Eis von der ewigen Ruhe vom Mond. Das inspiriert uns, Anstrengungen zu machen für Frieden und Ruhe auf der Erde. Für einen unschätzbaren Moment in der Geschichte von der Menschheit steht für immer Moment ganz die Menschheit zusammen. Eins am Stolz, was dir gemacht hat. Und das schließen ihr an mein Gebirge an und hoffen, dass wir uns gut und sicher auf der Erde zurückgesehen. Dann für den Armstrong. Merci, Herr Präsident. Das ist uns ein großes Eier an der Privileg für uns nicht nur heute zu stehen für Amerika, sondern für die gesamte Menschheit. Und das am Interesse von allen Visionen für die Zukunft. Für uns als der Eierhaut heute zu sein, konnten Heimat zu wirken. Nixon, ich freue mich schon von Rim zu sehen, im nächsten Donnerstag im Schiff Hornet. Dann sagt den Armstrong danke merci und das geht salutiert. Nach diesem historischen großen Moment am Mond goufen dann der Rest von der ALSAP-Experimente am Mond abgestellt. Die ALSAP-Experimente
die bestehen aus einem Seismometer. Da kann ich erforschen, welche seismische Aktivitäten am Mond sind. Ein Laserreflektor, den heute noch gebraucht wird, für die Distanz Erd-Mond ganz genau zu definieren. Andere ganze Gruppe, andere Experimente, die zum Teil mit dem kommen sind auf der Erde. Da werde ich bestimmt fragen, wie sind das Televisionsbilder bei mich daheim auf der Fernseh kommen. Da haben wir eine NASA-Grafik, die zum Teil das erklärt, aber ich erkläre nicht noch den Rest. Für den Mondfair sind Televisionssignale direkt auf eine Bodenstation gekommen, die gerade Sichtkontakt auf den Mond hat. Das waren Goldstone, Honeysuckle Creek oder Parkes. Da sind die Signale via Intelsat an den NASA-Réseau angespeist gehen. Die Bilder sind dann über die dämolische Television von der NASA Select, weitergelegt gehen. An die amerikanische Television hat das Bilder überholt. Den US-Sender CBS hat dann den internationalen Feed weitergeschickt und die Eurovision, die dann Bilder und hier Klion an Europa verteilt wird. Die Fernsehsenderin, die lokale Fernsehsenderin, haben sie dann ausgestrahlt. Also sie sind dann noch bei ihr auf den Schirm kommen. Sie haben nach zu bemerken, dass auch zu Bochum auf der Sternwarte den Ton direkt vom Mond empfangen konnte, als sogenannten Backup für die Radiosenderin bei Apollo 11. Ab Apollo 12 konnten sie da auch ein Videosignal abholen. Negative. Head on up the ladder, Buzz. Head on up, Buzz. Nachdem die Astronauten dann ca. 21,6 Kilo Mondstein gesammelt haben, an eine Reihe von Experimenten angepackt haben, also Zeit für den Buzz Aldrin, noch 2 Stunden und 19 Minuten am Mondpferd zu gehen. That white dot right above the horizon on the right is a phosphorus spot from the TV converter in the Park station in Australia. EMU flight. Go ahead. Okay. You can reach this hook that's hanging over here. You might entertain the idea of sending up the second one that way. Okay. Get the film off of that. Oh well. Better. Yeah. Okay, I'm heading on in. Okay. And I'll get the LEC already. Firefox. Telcom, control flight. Go flight, watch your switches and circuit breakers now. Roger. Kurz drauf packt doch den Neil Armstrong seine Experimente zusammen und geht bei Leder von dem Mondfair. Da wo immer Seele aufgeheilt wird, und wo man dahinter seine Lashbodenproben mit an Mondfair zieht.
right EVA. If they drop that mag, they ought to get it. Did they get that mag, Capcom? Neil, this is Houston. Did you get the Hasselblad magazine? Houston, did you get the Hasselblad magazine? Yes, I did. Thank you. We got about, I'd say, 20 pounds of carefully selected, if not documented, samples. Houston, Roger. Well done. Out. The second box. Kurz drauf kommt doch den Neil Armstrong an Mondfähr zurück. An Dummerde geht dann noch den ersten Mondspaziergang an der Geschichte von der Menschheit nur 2 Stunden an 31 Minuten rüber. Unofficial time off the surface at 1:11:37:32. Now start arching your back. That's good. Plenty of room. All right, arch your back a little, your head's up again. Out, off, roll right just a little bit. Okay, now. And in good shape. Auf der ganzen Welt, wo auf den ersten Seite von der Zeitung den anderen Morgen die Apollo 11 Mission zu sehen. Walked on the surface of the moon this morning, and the suspense here in London is unbelievable. This is Apollo Control at 112 hours 19 minutes. The inhabitants of Tranquility Base are still in the post-EVA cleanup period. Still have not fully configured the voice communications. However, we are getting telemetry, good telemetry from Tranquility Base, showing a cabin pressure of 5 pounds per square inch. Temperature of 60 degrees. We expect to establish communications before too long. Login 4 Beredungen noch für den Rückstart, das heißt an der ersten Phase sind die Experimente an den Mondstein verstaut und dann geht Druck an den Mondfähr gelos. So können die Astronauten sich frisch machen. An enger zweiter Phase gehen dann auch Parametern agin für die Rendezvous-Manöver mit der Apollo-Kapsel am Mondorbit. Der Buzz Aldrin hat gesehen, dass der Schalter, den ihn müssen drücken für den Rückflug, aufgebracht war. Der Neil Armstrong hat selber hat gesagt, den drücken wir nur mit einem Big an. Splits, doffing, and preparation for depress. Roger, Houston, Tranquility Base. We're in the process of using up what film we have, and I'm just getting ready to change the primary ECS canister. Over. Roger, Tranquility. We'd like to hold off as long as possible on the lithium hydroxide canister. Make that one of the last things you do in getting ready for the depress if you can. Over. Coming up on 2 minutes. Mark 2 minutes, minus 2 minutes. Nur der Ropehaus war es so weit. 2 Minuten vor dem Start vom Mond filmen die Astronauten mit ihrer 16 mm Kamera des Bilder. Wir kriegen den Mond nach ein gewiesen aus der Sicht von der Mondlandefähr. An Clearance von Houston lässt doch nicht mehr lange auf sich werden. Guidance reports both navigation systems on Eagle are looking good. Whiskey Mike. Roger, our guidance recommendation is pings, and you're cleared for takeoff. Roger, understand. We're number 1 on the runway. 8, 7, 6. Dünn für das besser durchzustellen, an just ein kurzer Moment hai Archivabnahmen von der Apollo 17 Mission. Das erste Stück von der Mondfähr also lopret für an Richtung Kommandokapsel zu fliegen.
Da wurde Michael Collins an einer Mondumlaufbahn an einer Höhe von 110 Kilometer auf sein Kollege wert. Hallo schon ein Bilder von der Original Apollo 11 Mission. 1,000 feet high, 80 feet per second vertical rise. Eagle Houston, request manual start override. Roger. 2,600 feet altitude. Good. Eagle Houston, 1 minute, you're looking good. Roger. $130 feet vertical rise rate. So a little bit of slow wallowing back and forth. Not very much thruster activity. Plus 22.7. Halt Bilder aus der Apollo-Kapsel, die weisen, wie den Eagle, also das Irrversteck von der Mondfair, der Apollo-Kapsel immer Minot könnt. 3082, plus 22.7, plus 1.7, minus 10.6. Thank you. I'm showing a good bit out of plane velocity on my cross-planers, Mike. Right, I have no indication of it. Login nach paar technische Parametern von dem Kontrollzentrum von Houston abgefunden, ehe den Docking-Manöver kann durchgeführt gehen. How does the roll attitude look? I've stopped. Matter of fact, I can stop right here if you like that. Eagle Houston, hello. Roger, that's fine. That's what we expect. Nodems, dass die Astronauten ihr Steng an wichtig Experimenter an der Apollo-Kapsel verstaut hun, geht alles überprüft an das erwischt Stück von der Mondfair Gödelo aufgesprengt. Das wird sich haut wohl auf der Mond-Iverfläche befinden. I have in my hand now has over 300 counterparts in the command module alone. There's one single switch design. Am Mond-Erd-Orbit ging die Astronauten dann auch nach einer kleinen Pressekonferenz. Also in der Leid alle gute Merci, die Apollo-Raumschiff mit geholfen zu bauen. Must have performed flawlessly or we would have been stranded in lunar orbit. The parachutes up above my head must work perfectly tomorrow or we will plummet into the ocean. We have always had confidence that all this energy is there. Next to 4 administrations and their Congresses for implementing that will. And then to the agency and industry teams that built our spacecraft. The Saturn, the Columbia, the Eagle, and the little EMU, the spacesuit and backpack that
was our small spacecraft out on the lunar surface. Dann kree mir eng lächte Kaier deret aus dem Weltraum gewiesen, eieret op Theemrees geht. Wir schreiben lo den Datum vom 24. Juli 1969. Nachdem das Servicemodul von der Apollo-Kapsel aufgesprengt ist, hat übrigens Bilder vom Antreten an der Atmosphäre vom Servicemodul an der Apollo-Kapsel kein Traumschiff an die Erdgeschichten von der Erdatmosphäre. 36,000 feet per second. And 11 Houston, don't mess around with that 225 there. Okay. And 11 Houston, you're going over the hill there shortly. You're looking mighty fine to us. See you later. We're at entry time. Blackout very shortly. Range to go to splash, 1,533 nautical miles. There's blackout. This blackout period should last for about 3 minutes 45 seconds. Lockend der Apollo-Kapsel gleich an der Blackout, dat heißt der Streifung an Tütz, die entsteht beim Antreten an die Ewiggeschichte von der Erdatmosphäre, als nämlich kein Funkkontakt möglich. Das ist eine ganz normale Prozedur. Bei Apollo 11 was diese Blackout berechnet ging, ab 3 Minuten und 45 Sekunden. Habile aus der Apollo-Kapsel gedreht während dem Antreten an der Atmosphäre. Blackout should end about 3 minutes 53 seconds after entry. We're about 11 minutes away from landing. Orion 3 is the uprange Orion aircraft. Apollo 11, We will continue to monitor for any conversation between the spacecraft and recovery forces, but we will not initiate a call from now on to the spacecraft from the control center. Alois werden auch op den Ende von dieser Mission kommen. Jedureen war gespannt, auch am Mission-Kontrollraum zu Houston. Die haben die ganzen Zeiten auf ihr Monitoren geguckt, mit der Fluchtbund drauf, an Bilder vom Bergungsschiff Hornet. Mein Präsident, den auch schon ob die Astronauten gewährt wird. Okay, Hornet, Apollo 11 is out. Don't shoot. X-Web 1 has Sarah contact bearing 150 holding. Sarah 152 holding. Bearing 190 holding. Hornet, roger up. Copy out. That's Neil Armstrong giving the position report. Apollo 11, Houston, with a little recovery force information, over. Go ahead. Roger, the Hornet is on station, just far enough off the target point to keep from getting hit. Recovery 1, the choppers... July 24th.
The Hornet was on station. Hornet reports a sonic boom short time ago. Apollo 11 Houston, and the blind air boss has a visual contact. Apollo 11 Houston through Orion, standing by. Over. Strokes. Apollo 11, this is Hornet, over. Apollo 1, this is Apollo 11, reading your last clear. Our position 1330, 6915. 11 Hornet, copy 1330, 1675. Any further data, over. Gut zu erkennen aus der Apollo-Kapsel Fallschirme an schlussendlich Landung op der Erde. Nach der Landung von der Apollo-Kapsel mit den Fallschirmen wurde die Kapsel eng Zeit op den Kopf. Da sind aber Taucher gekommen und die Kapsel stabilisiert. Die Apollo 11 Missionszeit war damals noch 8 Tage, 3 Stunden, 18 Minuten und 35 Sekunden arriva. Et gesagt ihr gut, wo Taucher der Kapsel immer Minot kommen. Andere sprangen noch aus dem Helikopter heraus. Da gedenkt echt Luftband rund um die Kapsel gelöst, für sie zu stabilisieren. Three swimmers in the water from Swim 2 Hilo. Den PAO, also der Pressesprecher von der NASA, sagt, dass dort 3 Schwimmer nur bei der Kapsel sind. Lieutenant Heidelberg is now transferring the Biggs to the crew. Een von den Astronauten verlässt die Kapsel, wie wir gesehen, an spezieller Schutzkleidung. The Biggs are in the command module and the hatch has been closed again. Dann ist die von der Apollo-Kapsel zugeschlagen, mir von den Astronauten mischt sich ab, alles die alle 2 raus. Die klammen an Boot und dann mischt doch den dritten Tier zu. Astronaut number 2 coming out the hatch now. The third astronaut is out of the hatch. And the third swimmer is out of the spacecraft now. The swimmer has... Hornet now reports that the swimmer is having some difficulty securing the hatch and one of the astronauts is helping him. All 3 astronauts are crew 1. Photo 1 Hornet requests you reconfirm that they are decontaminating raft number 1. Als Vorsichtsmaßnahmen haben die Astronauten müssen
Sicherheitskleidung drohen. Et waren sich nicht sicher, ob sie giffen friem Bakterien vom Mond mat op d'Erd bringen. Das Sicherheitsmaßnahmen hat ihn aber bei späterer Flug auf dem Mond erwasch gelassen. Da gise mat de Kiew an den Helikopter gehowen, an dat een um anderen. Sobald den Helikopter dann USS Hornet ukommers, assen mat enger 8 Lift raufgefuhr ginn, wo d'Apollo 11 Astronauten dann direkt an ihr Quarantäne gange sinn. Dr. Carpentier slides it open, and here they come. Here they come, the 3 astronauts, Armstrong, Aldrin, and Collins. Dürno ass der Präsident Nixon kom an huet och nach Apollo und Astronauten geriecht. Als Überraschungsgast hat hier noch nach den Astronaut Frank Borman mat du Bord. Dürno huet der Schiffskaplan auch nach ein Dankesgebet geschwärzt, ehe dann den Nationalhymn gespielt ging. Loget nach ganz schnell gebotzt, ehe der Präsident Nixon kennt. Ich los nicht nur Präsident Nixon am Original lauschen, sowie auch den Schiffskaplan. An Zwischenzeit geht natürlich auch der Apollo-Kapsel auf das Schiff gehoben, an zu Houston waren sie alle goelo erleichtert, dass Mission Apollo 11 aufgeschlossen ist. Neil, Buzz, and Mike, I was thinking as you know, as you came down, and we knew it was a success, and it had only been 8 days, that this is the greatest week in the history of the world since the creation. Frank Borman says you're a little younger by reason of having going into space. Is that right? Do you feel that way, a little younger? We're a lot younger than Frank Borman. There he is over there. And come on over, Frank, so they can see you. They take that lying down? Are they young? It looks like he has aged in the last couple of weeks. Come on, Frank. Mr. President, the one thing I wanted, you know, we have a poet in Mike Collins, and he really gave me a hard time for describing your words, fantastic and beautiful. And I counted them, in 3 minutes up there, you used 4 fantastics and 2 beautifuls. Country, afire with inventive leadership and backed by a committed followership, blaze new trails into all areas of human cares. See our enthusiasm and bless our joy with dedicated purpose toward the many needs at hand. In the name of our Lord, Amen. Amen.
Zu Florida stung schon die nächste Saturn 5 Raketbrett für auf den Mond zu fliegen, und zwar die von Apollo 12. Am August vom Jahr 1969 sind die 3 Helden dann gefeiert gin an den Straßen von New York. Hai ein paar impressionante Bilder davon. Apollo 11 Kapsel kann die Haut gesehen am National Air and Space Museum zu Washington. An hai auch nach ein paar Bilder vom USS Hornet, den Haut zu San Francisco stationiert das, an ein Museumsschiff aus, wo in anderem auch ein paar Relikte aus der Apollo-Zeit kann gesehen. Das Schiff hat eine Länge von 266 Meter, ein Gewicht von 24.580 Tonnen an eine Fläche von 404,7 Meter Carré. Ein Modell von einer Apollo-Kapsel ist nämlich auf diesem Schiff zu sehen. Das Trainingskapsel von den Apollo-Fliesch, das wir bei Apollo 18 zum Ersatz kommen. Ein von den Hubschrauber, den die Astronauten aus dem Wasser gehoben hat, ist auch zu sehen, sowie die Quarantänestation, wo die Astronauten nur der Landung am Mond, wie wir gerade gesehen haben, am großen Film, ein paar Tage müssen verbringen. Etwas, was den Haut auch nachgesagt, ob der Startramp 39 auf Cape Canaveral, haben nicht all diese Spieler von dieser historischen Startramp. Nur den Apollo-Mondflug ist unter anderem von dieser Startramp auch den Space Shuttle gestartet. Da sind wir Accessarm vom Space Shuttle den Astronauten geholfen, für an den Shuttle zu klammen. Wenn wir darüber stehen und wir gucken rauf, da sind wir an Gedanken bei den Apollo-Astronauten, die von da auf den Mond geflogen sind. An Emotionen kommen da auch bestimmt heisch.
No Apollo 11 war der Mond net mehr unerreichbar. Dorno sollte nach 7 Landungen stattfinden. Davon hat aber eng nicht stattfand, und zwar die von Apollo 13. Hier sehen wir den innersten Teil von dem Mond Landefähr am Mond. 6 Stück insgesamt stehen am Mond. Interessant wäre, eng von diesen historischen Plätzen an Zukunft bemannt unzufliehen, die zwischen 1969 und 1972 am NASA-Programm waren. Und dann der Menschheit ein lebendiges Geschichtsbuch abzuschlagen, an den Verschwörungstheoretiker den Mund zu stoppen. Hoffen, dass es nicht mehr allzu lang dauert. Egal, wie nicht das. And when I looked at the moon, it turned to gold, blue moon. Now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Suddenly appeared before me, the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me, and when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream.